Ja, willkommen. Wir haben jetzt im letzten Part noch gesehen, dass der Paul gleich immer noch unser ärgster Konkurrent ist. Haben wir jedoch die Farbe jetzt wieder nicht gemerkt von ihm, aber leitpunktemäßig könnte man letzter werden da und hätten da die Challenge gleich mal noch geschafft. Obwohl, das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen, weil wir wollen mit der Strecke Erster werden. Gut, aber wenn du so in die Wand reinfährst, dann wird das natürlich schwierig. Offen geschnitten, ja, ich weiss. Der Gel und der Blau da vorne. Aber die sind jetzt auch ziemlich gut unterwegs. Ja, so sagt er. Einen haben wir jetzt mal geholt. Die Strecke gefällt mir eigentlich doch noch ziemlich gut und schön, weil die hat jetzt doch wieder ein paar neue Elemente rein, die anderen Strecken vorher noch nicht hatten. Also grafisch, wie im Canyon rein da. Hui. Das ist aber auch böse ausgerissen vorher, wo wir jetzt nicht nutzen können. Ich glaube auch, jetzt so vom Gefühl her, eine von diesen Strecken, die am längsten ist. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Jetzt fängt der Pitstop da, auf der Seite. Und erst jetzt kommen wir in die zweite Runde. Ja, ich glaube wirklich, das Gefühl täuscht nicht. Aber da sind viele Boxen schon gegangen nach der ersten Runde. Da ist, glaube ich, die längste Strecke von diesen 6. Ja, da sind wir jetzt gerade schlecht in die S-Kurve durch. Da die Schikanen rum. Aber da ist uns jetzt wirklich entgegengekommen, dass die meisten da Box sind. Jetzt können wir überlegen, wir auch schon nach der und die Box sollen, dass wir halt zweimal eine Box gehen, ausnahmsweise mal beim Rennen. Ob das sinnvoll ist. Ich bin jetzt gerade am Fragen, ja, wenn wir so weiterfahren, dann eher nein. Obwohl dann eigentlich eher ja, weil dann unsere Reifen auch nicht mehr beansprucht werden. Ja, und weil wir da eigentlich schon in der letzten Folge sind, was haltet ihr da von dem Short-Projekt? Natürlich absolut sinnlos, ich weiss, aber man muss gleich irgendwie halbwegs schauen oder wenn ihr sagt, oh nein, ist ein Scheiß, so langweilig, macht doch lieber mal etwas anderes oder hört auf mit dem Scheissdreck. Ich bin auch für so Meinungen offen. Aber wie gesagt, ja, jetzt, wo ich das Ziel durchgefahren bin. Danke. Wie gesagt, ich möchte es natürlich irgendwie halbwegs ein Jahr lang durchziehen. Und für das brauche ich halt schon, das Jahr hat 52 Wochen, also 52 Aufnahmen, die ich schon irgendwie zusammenbringen. Das heisst, es werden doch noch ein paar Sachen mehr, ein paar mehr folgen. Und vielleicht werde ich auch zwischendrin mal noch wieder so ein Projekt wieder anmachen, wo halt eher schon ein Projekt ist, das zwischendrin läuft. Könnte man auch vorstellen und darauf an, wie viel Zeit das ich habe und ob ich den Spass nicht da verliere, aber im Moment, wenn ich jetzt sage, im Moment macht es mir eigentlich ziemlich Spass, ich finde es so cool. Wäre einfach froh, wenn dann halt auch der Kommissar etwas laufen, wenn sich da vielleicht eine kleine, aber feine Community bilden, wäre vielleicht lustig. Mit der Community aus Haters wäre wahrscheinlich halt, ja, also wäre jetzt schon nicht so geil oder das, was man würde wünschen, aber sei es drum, wäre besser als nicht. Ich weiss, ich stehe mir jetzt da gerade ziemlich schlecht und gestapelt da. Aber ich habe jetzt einfach noch in die Box rein wollen. Go!
da war jetzt auch nicht ein Weltmeister-Boxenstopp gewesen, aber wir sind immer noch Erste, weil... Nein. Ah. Und wir sind überholt worden. Ja. Aber du wärst nochmal eine Box fahren, vermute ich mal schwer. Und um die Schikane kommen wir einfach nie schlau rum. Die haben nochmal zweimal eine Chance. Ich habe noch 2 Runden. Und ich kann probieren zu verbessern. Ja, wie gesagt, wenn ihr am 64er daheim Waffenspiele spielt, ihr noch regelmäßig. Ich würde mich wirklich wundern, ich sage es jetzt halt schon wieder. Weil ich habe einen Haufen Spiele um 64, die ich gerne spiele, die ich heute noch gerne spiele. Gerade das Banjo-Kazooie habe ich letztes wieder durchgespielt. Banjo-Tooie habe ich mal angefangen, bin aber immer noch nicht dazu gekommen, um es wirklich durchzuspielen. Das Mario 64 spiele ich auch immer noch gerne. Zelda, Ocarina of Time. Majora's Mask ist nicht so wirklich mein Ding, aber ja, Star Wars Racer, absolut Hammer Racer Game auf dem 64er, meiner Meinung nach. Diddy Kong Racing ist auch eins, das ich immer noch gerne spiele. Das GoldenEye sagt mir jetzt ein bisschen weniger etwas, ich finde das Perfect Dark viel geiler. Ist eigentlich der geistige Nachfolger von GoldenEye, aber da ist halt auch, ich habe meine Kindheitserinnerungen als Perfect Dark als GoldenEye. Ist auch ein Projekt, das man überlegt bin. Weil das GoldenEye könnte ich mit gutem Gewissen sagen, wer blind. Mal überraschen, schauen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, als nächstes werde ich mal etwas anschneiden, das nicht auf einer Nintendo-Konsole ist. Es gibt nämlich auch dort einen Haufen gute Spiele, wo ich sinnlose Let's Plays machen kann. Effektiv. Ich habe wieder mal auf den Radar geschaut und das sieht doch auch schön aus da für den Schluss noch. Wir sind ja noch in der vorletzten Runde. Hat zwar die erste Kurve dort wieder voll beschissen verwünscht gehabt. Aber ich habe nochmal eine Runde, um es besser zu machen. Und jetzt jedoch feststellen, dass mein Controller da ein bisschen Probleme mit dem A-Knopf hat, also das Gaspedal, da klebt zwischendrin. Und jetzt feststellen, also ich glaube, ich muss dem Kästchen da wieder mal einen Service genehmigen, also ich muss wieder mal auseinandernehmen. Und dafür sind wir jetzt in der letzten Runde und wir haben es ja auch bald geschafft. Sind wieder nicht schön. Ja, jetzt brauchen wir auch keinen Boxenstopp mehr in der letzten Runde. Effektiv nein. Das ist doch auch, wenn ihr in einer Schwierigkeitsstufe höher spielt, dann merkt ihr das wirklich extrem greifen am Nutzung auch und vom Steuern her, dann geht ihr auch eher vorher einmal mehr Box, wieder da im Normalmodus, sondern halt eher einmal weniger kennt. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht angetraut, den schwereren Modus, weil da hätte jetzt wirklich noch ein bisschen mehr Übung gebraucht. Aber, wir schaffen es da. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen von dem kleinen Projekt in dem Fall. Bleibt mir nichts mehr außer mich zu bedanken und euch sagen, lasst euch überraschen, was nächstes kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und treu über die kurzen 6 Folgen aus, die aber wahrscheinlich noch doch über längere Zeit verteilt wird. Aufgeschaltet werden, aufgeladen werden. Ich hoffe, ihr habt gleich ein bisschen Spass gehabt, nicht nur ich beim Spielen, sondern
auch eher ein bisschen schauen. Wenn nicht, ja, dann ist Pech gewesen, tut es mir halt leid. Und Totalzeit, ja, 33. Ja, es hätte auch da 3 Folgen können draus machen, rein theoretisch, jeder Folge 2 Rennen. Aber dann wäre es nochmal ein bisschen schwerer für mich, um auf die 52 Folgen zu kommen, wie schon mal angesprochen. Gut, vielen Dank und man hört sich.